Oh. Ich hätte das Picknick noch viel schöner gefunden, wenn es nur nicht so typisch und feucht wäre. Ich glaube, du musst nicht mehr lange reiten, Schatz. Es sieht aus, wie wenn es ein Gewitter gäbe. Was ist... was ist das? So, komm auch, Alfred. Geh doch lieber ins Bett. Ja, du hast recht, Liebs. Ich bin wirklich... einfach... Oh. Da kann man ja nicht schlafen, wenn das so tut. Das war ja ein richtiger Sturm die letzte Nacht. So schlimm war es noch nie. Schau mal, mein Schiff ist voller Regenwasser. Zum Glück ist es nicht untergegangen. Nein, beim Dach haben wir nicht so Glück gehabt. Was ist? Ja, der Sturm hat ein paar Ziegel gerührt. Für das brauchen wir den Lampel. Dr. Otter, ich habe gewusst, dass Sie sind. Ich habe das Auto gehört. Hoi Julia, Papi auch da? Babs! Babs! Der Dr. Otter! Morgen, Dr. Otter. Was führt jetzt euch? Ja, Sie haben den Sturm gehört letzte Nacht. Gehört? Ich habe nicht gespürt. Ich bin gerade auf dem Heimweg gesehen, was losgegangen ist. Ich habe nicht weit gehen, aber daheim bin ich abfluinass gewesen. Eben, bei uns hat es ein paar Ziegel vom Dach gelöst und jetzt wollte ich fragen, ob Sie die flicken könnten. Kein Problem. Hol noch geschwind mein Werkzeug. Darf ich auch mitkommen, Dr. Otter? Bitte! Von mir aus schon, wenn dein Vater nichts dagegen hat. Wenn du versprichst, dass du nicht im Weg stehst. Danke, Dr. Otter. Ja, gut. Das haben wir schnell wieder gerichtet. Ich will auch einmal einen Doktor wie Sie, Dr. Otter, wenn ich gross bin. Da musst du dann aber viel arbeiten und lernen, zum Doktor werden. Oh, das macht mich doch nicht. Frau Gerstekorn hat gesagt... Oh, Mist! Ist irgendetwas nicht gut, Lampel? Ich habe nur noch ein paar wenige Nägel, Doktor. 2 Ziegel konnte ich gerade noch reparieren, aber dann muss ich geschwind heimgehen Nägel holen, bevor ich fertig machen kann. Schon gut, Lampel. Ich kann doch geschwind mit dem Auto, dann bin ich gerade wieder da. Hopp. Jetzt hätte ich fast noch die Leiter umgerannt. Ja, dann ist wieder Zeit für meine Tour. Bis später, Dr. Einstein. Also dann. Einstein, was hast Ja, ist gleich gebrochen. du? Julia, renn schnell und hol den Dr. Otter. Ich schaue, was ich da machen kann. Los, geht, Julia. Bei mir ist glaube nicht so... Au! Oh, schau, der Dr. Otter ist da. Der hat sicher nichts dagegen, wenn wir ins Auto steigen, gell? Nein, sicher nicht. Komm jetzt, lass mich mal. Zuerst muss ich fertig machen, ist klar. Jetzt lass mich aber. Hey, ich will jetzt. Ja, gerade. Hey, aber jetzt will ich. Und ich bedanke mich auch für die Nägel. Ist gern geschehen. Oh, stopp. Lumpi, Gumpi. Es fährt. Halt an, schnell. Oh. Ich weiß nicht, Mami! Ist der Dr. Otter da? Weil der Papi hat den Arm gebrochen und der Einstein ist bewusstlos. Wir müssen den Haar schnell. Was? Oh, jetzt hilf. Halt, stopp! Oh ja. Dr. Otter, was ist passiert? Das Auto, Buben, anhalten. Was? Ich?
Oh klar, ich bin schon unterwegs. Zurückkommen, abbremsen, halt, ich komme. So, ich komme. Ich muss nur noch, da bin ich. Und jetzt muss ich, da. Oh nein, ich kann ihn. Oh, was ist jetzt? Der Motor angestellt? Ja, aber wie muss ich jetzt das wieder... Bringst du das Auto gerade zurück zum Dr. Otter? Nein, das Auto entführt mich! Hilfe! Ich weiss nicht, wie abstellen! Hilfe! Hoffentlich hat sie der Luki anhalten können. Luki? Ja, es tut mir leid, dass ich so spät komme, Frau Zuckerhut. Habe neu mit den falschen Gang verwünscht. Ist nicht der Rede wert. Jetzt sind sie ja da. Wie wär's jetzt mit einem schönen Stückchen Früchtekuchen? Kuchen, ich? Ja, also... Moment. Hilfe! Was ist das gewesen? Vielleicht der Herr den Elefanten? Oh nein! Mein Kuchen ganz kaputt! Oh, ja, sehr schade. Halb so schlimm. Ich habe noch ein paar hübsche Streuselkuchen im Vorrat. Oh nein. Ja. Komm zurück! Oh, ja, aber ohne Kuchen. Ups. Jetzt ist, glaube ich, etwas runtergefallen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich glaube, wir bringen die besser gerade in die Praxis. Excuse, Mami. Es war ein Unfall. Ein Unfall? Sehr, sehr blöd war das. Am Dr. Otter sein Auto konnte kaputt sein. Ihr hättet sterben können. Kann jetzt nicht anhalten. Der Luki braucht eine Behandlung. So, nie mehr macht ihr je wieder so einen Blödsinn. Mami, wie geht's dem Papi? Der Dr. Otter ist gleich daheim. Und dann schaut er ihm dann schon. Und dort gehen wir jetzt auch gerade her. Und ihr geht nach entschuldigen. Los, vorwärts. Alfred, wo bist du so lang? Das ist eine lange Geschichte. Hilf mir, der Luki muss ins Praxiszimmer. Er hat einen Schlag bekommen. Er ist aber nicht der Einzige. Was ist passiert? So. Das war mein Tag. Tut mir leid, dass du lange warten musst, Lampel. Aber es ist gerade alles aufs Mal gekommen. Wir wollten uns entschuldigen, Dr. Otter. Wir wollten nicht wollen. So, und jetzt wisst ihr, dass es keine gute Idee ist, im Auto zu spielen. Ja gut, wenigstens kein gebrochene Knochen. Außer meine. Oh, langsam, Julia. Tut mir leid, dass ich in der nächsten Zeit Ihr Dach nicht flicken kann, Dr. Otter. Oh, kein Problem. Ich bin sicher, dass man schon jemanden findet, der so uns flicken kann. Oh, ich? Ich bin doch ein Doktor. Das kommt dann so rum. Und jetzt einfach nicht daneben. Au, 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 oh, 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 oh,